Wir gehen heute ins Thema Daten. Mir ist vorhin aufgefallen, wir vier haben zwei Sachen gemeinsam. Wir alle glauben an Jesus und wir alle haben, gedatet. Ja, das sind zwei Dinge. Das führt mich zu meinem Statement, über das ich gerne mit euch heute sprechen möchte, weil die Bibel sagt nichts zum Thema Daten, würde ich behaupten. Ist daher Daten nicht biblisch? Also wenn wir von Dating sprechen, wir möchten diesen Content über die Kennenlernphase. Kennenlernphase, genau. Also bewusstes Kennenlernen. Bewusstes Kennenlernen, ja. Wo man abmacht, okay, komm, wir lernen uns näher kennen. Vielleicht als kurzer historischer Kontext. In der biblischen Zeit wurde man verheiratet vom Vater als Frau zu einem Mann. Das ist heute nicht mehr so. In gewissen Kulturen ja schon noch, jetzt bei uns im Westen nicht mehr so. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also, wie viele Kamele muss Lukas tragen? Ja, okay. Nein, ich habe Land. Darf ich da, ich möchte hier schon mal kurz einhaken, weil ich glaube, dass ich kann das einfach nicht glauben, weil das ist, so kommt es mir nicht rüber. Okay. Dass in der Bibel, ja weißt du, es wurden sowieso alle verheiratet und du hast sowieso, weil es macht dann, so vieles macht keinen Sinn dann. Also schon nur, was wir letztes Mal ja besprochen haben in diesem Kapitel, 1. Korinther 7, hey, wenn du merkst, du kannst mit deinem Verlangen nicht umgehen, dann heirate lieber. Das ist ja ganz bewusst, die Person musste das entscheiden. Also irgendwie diese Eigenverantwortung ist da, oder auch eine für mich wichtige Geschichte, wenn es um das Kennenlernen geht, im 1. Mose 24, oder? Da wurde der Knecht von Abraham ausgeschickt und dann hat er gesagt, okay, wir wollen Rebekka rufen, antworten sie und hörten, was sie darüber denkt, und sie riefen sie, und dann wurde Rebekka gefragt, nachdem Gott ihn schon geführt hat, hey, könnte nicht der Isaac dein Mann werden, willst du heute mit diesem Mann mitgehen? Willst du wirklich? Und sie hat dann gesagt, ja, ich will. Also ich finde, es immer wird so ein bisschen salopp gesagt, ja, in der Bibel wird man sowieso immer verheiratet. Es gibt viele Geschichten, wo gewählt wurde, wen man heiratet, und logisch ist es anders als heute, aber ich habe das Gefühl, dass die Bibel doch da etwas dazu sagt und eine Verantwortung übergibt, also überlege dir gut, mit wem wirst du diesen Bund machen. Hat nicht auch Ruth sich selbst an die Füße von Boas gelegt und dann diese Geste gemacht? Also das war auch nicht, dass jemand sie verheiratet hat. Ja. Sondern sie ist eigentlich wie gewählt. Genau, sie hat dann diesen Step eigentlich gemacht. Ja, ich denke, man kann es nicht so verallgemeinern, dass es einfach immer so war. Und gleichzeitig sagt die Bibel aber nicht unglaublich viel über diese Phase, bevor man verheiratet ist. Gibt es da Prinzipien? Ja, aber schon nur, oder, wenn wir diese kleinen Indizien nehmen, okay, es ist deine Verantwortung. Auch, oder du musst Ja sagen, weil das ist für mich schon immer noch der Bund, ist das irgendwie, okay, du musst Ja sagen, und das ist für mich auch das Grundframing, und was uns die Bibel dann eben auch zuspielt an Verantwortung. Okay, du heiratest im August, du musst die Verantwortung übernehmen, dass du diese Zeit jetzt nutzt, um die Verantwortung zu tragen, einen Mann für dein Leben lang zu lieben, zu ehren und ihm treu zu sein. In guten und schlechten Zeiten. Und das vorzubereiten. Als Partner und als selber sich auch vorzubereiten. Das glaube ich schon. Die Bibel spricht über Verantwortung. Wenn wir jetzt, also lass uns annehmen, ich möchte jemanden kennenlernen. Ich glaube an Jesus. Jetzt rein hypothetisch, ich bin verlobt, also ich suche niemanden, aber eine Nummer ein. Genau. Aber rein hypothetisch, ich glaube an Jesus, ich möchte mein Leben mit ihm verbringen, und ich bin jetzt auf der Suche nach jemandem, mit dem ich diesen Weg gehen kann. Was gibt es in der Bibel gewisse Dinge, zum Beispiel, wenn wir über Red Flags sprechen, also Sachen, die, wenn wir unsere Augen aufmachen für einen potenziellen Partner, Partnerin, auf was sollen wir Ausschau halten? Was wäre zum Beispiel eine Red Flag oder eine Green Flag vielleicht auch? Kommt euch da gerade etwas in den Sinn? Vielleicht könnt ihr auch an eure Geschichten denken, was zum Beispiel für euch etwas war, was ihr danach Ausschau gehalten habt. Also das war noch speziell. Ich habe mir aufgeschrieben, oder Gott hat mir auch gesagt, hey, schreibe dir eine Vision für dein Leben auf.
Wo siehst du dich in 5 Jahren? Und als ich dann Lukas, also mein Partner, am Kennenlernen war, habe ich dann das wieder gesehen und sagte, bringt mich diese Beziehung zu diesem Ziel, was ich denke, wo mich auch Gott möchte. Und ich habe dann wie gesehen, hey, mit ihm komme ich an dieses Ziel. Und vorhin habe ich einen Menschen kennengelernt und ich habe gesehen, hey, ich stimme nicht überein mit dieser Vision, die ich für mein Leben habe. Das ist cool. Und das waren dann für mich so Green Flags oder auch Red Flags. Die konnte ich dann an dieser Vision sehen, ja. Genau. Also ich glaube, eine riesen Red Flag wurde, aber ich hatte einen Prozess, bis ich dahin kam, das Dating von Nichtchristen. Also ich habe einfach eine ganz klare Erkenntnis gemacht, dass das Dating mit Nichtchristen, das geht einfach nicht auf. Für mich. Und es gibt auch einen Vers dazu in der Bibel. Im 2. Korinther 6,14 steht, macht nicht gemeinsame Sachen mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr, also eigentlich auch ein bisschen, was du sagst, oder haben Gerechtigkeit und Gesetzeslosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen. Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis, irgendeine Übereinstimmung zwischen Christus und dem Verderben? Irgendwas, was einen Gläubigen mit einem Ungläubigen verbindet. Und ich glaube, in der Schlachterübersetzung sagt es nochmals auch fast treffender, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Also wirklich so, das zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Und ich habe wie selbst so gemerkt, für mich auch, sogar rational, sogar außer dem Bibelkontext geht es gar nicht auf, wenn du dir überlegst, ich habe Jesus an allererster Stelle in meinem Leben. Und jemanden, der nicht an Gott glaubt, wahrscheinlich sogar vielleicht Atheist ist, hat nicht Gott an erster Stelle, sondern setzt an mich an erster Stelle, dann können wir einander gar nie gerecht werden. Ja. Weil bei mir wird er immer an zweiter Stelle stehen und ich werde an erster Stelle stehen. Und das bringt so eine krasse Unbalance in die Beziehung mit rein. Da kann man sich gegenseitig gar nicht gerecht werden. Oder eben auch, ich habe auch gemerkt, es wäre so unfair von mir, einen Nichtchristen zu daten, weil er gewisse Bedürfnisse von mir gar nicht erfüllen könnte. Zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, mit mir zu beten, mit mir in die Bibel zu gehen, mit mir zu worshipen oder eben meine Lebensziele, meine Vision zu pursuen. Das geht gar nicht auf grundsätzlich. Und trotzdem muss ich sagen, ich kann es auch sehr gut verstehen, dass das eine Challenge ist. Ja. Wenn man einem Menschen begegnet, der sonst unfassbar gut passt, gut aussieht, vielleicht auch noch. Nee, aber ich habe das erlebt, dass ich einen Nichtchristen kennengelernt habe, da hat alles gepasst. Aber wirklich alles bis eigentlich auf den Glauben. Und dann ist das schon extrem schwierig zu sagen, möchte ich nicht, nehme ich nicht, obwohl das komplett einheitlich eigentlich stimmt. Aber ich glaube, wiederum war das eigentlich einer der schönsten Entscheidungen in meinem Leben, weil da habe ich noch was festgemacht. Weißt du was, Jesus, ich lebe mein Leben nicht für mich auf dieser Erde. Würde ich es für mich leben, würde ich für diesen Typen wahrscheinlich gehen. Ich lebe mein Leben für dich. Wow. Ich hatte einen ähnlichen Prozess. Ich denke einfach, was ich gemerkt habe, ist, dass wenn du jemanden daten würdest, der nicht Christ ist oder nicht Christin, dann gibt es wie 2 mögliche Weisen, wie das enden wird. Einerseits, die eine Möglichkeit ist, dass weil Jesus ist dein Leben, du liebst Jesus und du wirst Entscheidungen treffen, die dein Partner, deine Partnerin niemals verstehen wird, weil du gewisse andere Prioritäten in deinem Leben gesetzt hast. Und sie wird auch einen Teil von dir nie wirklich ganz verstehen, weil ein großer Teil deiner Identität ist, du bist in Jesus Christus. Und das wird dazu führen, dass du dich vielleicht mehr und mehr auch isoliert fühlst von deinem Partner oder sie eher von dir. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du einfach nicht mehr darüber sprichst. Und diesen Teil einfach isolierst aus deiner Beziehung und nicht mehr über Jesus sprichst. Und du wirst nicht mehr, aber dann glaube ich einfach, es wird eine unglaublich große Kraft auslösen, die dich wegzieht, auch immer mehr von Jesus, weil du kannst es nicht mehr teilen, du musst es für dich alleine behalten und kannst es nicht mit deinem allernächsten Menschen teilen und diesen Weg zusammen gehen. Und das sind zwei Pole, die beide nicht befriedigend sein werden für dein weiteres Leben. Und trotzdem, was mich immer noch bis heute auch ein bisschen herausfordert, gibt es diese Spannung von, es gäbe auch die Möglichkeit, dass diese Person Gott finden kann. Denn meine Eltern zum Beispiel sind das krasseste Beispiel. Mein Dad war eigentlich gläubig, war nicht mehr so on fire, als er meine Mom kennengelernt hat, deshalb war es ihm dann egal. Meine Mom war nicht Christ, die war nicht gläubig. Sie hat den Weg zu Jesus zurückgefunden und schlussendlich habe ich meinen Dad mit on fire wieder gesetzt, mit in die Kirche gebracht. Und ich sehe, was Gott da Krasses bewirkt hat. Da denke ich mir manchmal doch auch wieder so, wäre jetzt mein Dad so ganz stur gewesen und hätte gesagt, nee,
frage ich mich manchmal trotzdem, okay, ja, Gott kann es schon auch wirklich auch brauchen, aber ich denke mir, wenn du die Wahl hast, dann bring dich vielleicht trotzdem selbst nicht in diese Situation hinein. Das ist ein Risiko, oder? Weil es ist einfach ein zu großes Risiko und das war bei mir auch so, dass ich nicht die garantierte, dass manchmal entscheidet sich ja dann auch einfach eine Person für den Glauben wegen dir. Und ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt dann, das geht dann wahrscheinlich langfristig nicht sehr gut auf. Was ist das Risiko? Also wenn sich die Person dann nicht ernsthaft für Gott entscheidet und nicht wirklich ernsthaft für Gott geht. Wenn du wirklich in eine Beziehung startest, wo der andere nicht an Jesus glaubt und du gehst mit dem Vorbehalt, dass die Möglichkeit besteht, ja, dass er zu Jesus oder sie zu Jesus findet. Es kann aber auch sein, dass einfach die andere Seite, dass das nie passiert. Und mit dem, für das müsstest du ein Ja haben. Ja, aber 1. Korinther 7, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist durch den Mann. Also wenn man dann ja zusammen ist, also da geht es eigentlich im Kontext mehr darum, dass man eine Ehe nicht scheiden muss, aber ich möchte hier das Thema vielleicht auch aufmachen, wenn du dich für Jesus entscheidest und du bist verlobt schon oder auch schon nur in einer längeren Beziehung drin. Ich finde es da schon nochmal, dann kommt, das ist ja oft so, oder? Es gibt so ein Schwarz-Weiß, deine Bibelstelle war ja wirklich, hat im wahrsten Sinne vom Wort über Schwarz-Weiß, hell-dunkel gesprochen, aber im Leben drin ist dann schon, okay, jetzt haben wir eine Beziehung aufgebaut, jemand entscheidet sich für Jesus, wie gehen wir jetzt weiter? Und da merke ich schon, ist es dann schon eine Herausforderung, was machen wir jetzt? Definitiv, also eben, es ist unglaublich komplex und auch schmerzhaft, also es ist nicht einfach so easy peasy, ja, schneid mal raus die Person, das sind ja dann Emotionen, das ist Liebe, das ist viel mehr als einfach nur, ja, schneid mal diese Person ab aus dem Leben. Ich glaube, einfach ist es nicht, kein Fall. Ich glaube, wir sind uns einer Meinung, dass wenn man in diesen Dating-Prozess startet als Christ, dass man grundsätzlich danach Ausschau halten sollte, hey, zieht diese Person in die gleiche Richtung in meinem Glauben. Aber wir sprechen nicht über Leute, die zum Beispiel jetzt gerade in einer Beziehung sind und dann jemand zum Glauben findet. Das sind alles dann auch wieder einmalige Fälle, die auch Gott in diesen Fällen dann auch leiten wird. Ja, genau. Ich finde da mehr einfach noch den ganz pragmatischen Ansatz noch. Von wirklich eine Ehe, also es ist ja krass, dass Gott ist das einzige Gebot jetzt von den 10 Geboten, wo Gott sagt, hey, du sollst nicht Ehe brechen, aber viele von euch werden es trotzdem tun, darum gebe ich euch noch die Möglichkeit, eine Scheidung, den Scheidebrief zu machen. Und das ist ja wirklich krass. Also stell dir vor, hey, ihr sollt nicht morden. Aber falls jetzt doch mal irgendwie, falls da jemand ist, falls ihr einem Arschloch begegnet, dann, okay, aber wenigstens auf diese Art und Weise. Nee, oder, das ist ist absurd, oder auch in den anderen Dingen. Und irgendwie ist da durch einfach, und es zeigt irgendwo durch, okay, eine Ehe ist einfach wirklich, wirklich eine Herausforderung und ist wirklich tough. Und ich finde, dass, oder, dieser Punkt, oder jetzt auch bei dem, für mich wäre das eine theologische Red Flag, wäre wirklich das, aber da muss ich bei mir selber anfangen, wenn Jesus sagt, eben die 19 Vers 8, muss ich hier schauen, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind, aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. Und das ist für mich so ein bisschen, okay, das ist meine Red Flag, die ich habe von mir selber, ist mein Herz hart. Ist mein Herz wirklich hart? Weil eine Ehe ist etwas wirklich Toughes. Darum, ich finde schon nur, mit einer Christin gerade zu sein, ist genauso tough. Man kommt einfach an diese Momente ran, die hatten wir, wo wir einfach, wir wissen nicht, also Gott, wir haben keine Ahnung mehr. Und das Einzige, also ich konnte nicht mal mehr mit meiner Frau sprechen, konnte nur noch sagen, Gott, jetzt musst du einfach übernehmen, wir waren beide da, wussten nicht weiter. Und es gibt diese Momente und das ist offensichtlich nicht die große Ausnahme, dass eine Ehe dahin kommt, wo einfach wirklich, okay, man hat jetzt noch das Fundament, das ist dann Gott und der schreitet dann schon ein und so. Und irgendwie darf man nicht eine überromantifizierte Vorstellung irgendwie haben. Ich habe übrigens eine super Ehe, möchte ich hier noch sagen. An dieser Stelle. Aber da betonst du auch, wie wichtig das Fundament wieder ist. Genau, ja. Und das wäre ja dann eben genau Jesus. Das ist genau das. Ja, genau.
Aber ich habe den ganz praktischen Ansatz, wo ich einfach merke, es wird ist eine riesen Herausforderung, eine Ehe, wir haben eine Scheidungsrate von 50%. Ja. Also es ist nicht, und nein, mir wird das nie passieren. Also ich hoffe, es wird niemandem von uns passieren, aber das hängt, also es ist einfach nicht. Ich habe in meinem nächsten Umfeld tolle, wunderbare, radikale Christen erlebt, die eine Ehescheidung dann erlebt. Also es ist nicht so, es ist einfach, man muss Respekt haben vor dem, dass man in eine Ehe geht. Darum Partner gut auswählen. Und trotzdem, glaube ich, ist es so wichtig, sich nicht so einen Druck zu machen, Mega. Weil das funktioniert auch nicht. Also wenn du jetzt in die Datingphase gehst und denkst, jetzt muss ich den einen, der Gott für mich auserwählt hat, den richtigen Ehepartner suchen und finden und es gibt nur den einen und wenn ich den nicht finde, dann klappt es so oder so gar nicht, dann kann man es auch lassen. Also ich glaube, das ist, wenn man, also das habe ich auch schon erlebt, dass man dann irgendwann sich mal fragt, okay, warte mal, das bringt so einen Druck rein, wenn man es danach nur noch so sieht. Ich glaube, es ist so dieses, man darf einfach weder schwarz noch weiß denken irgendwie. Können wir kurz für den Schluss von dieser Episode nochmal ganz praktisch werden? Ich will nochmal ganz kurz zurück zu Green Lights. Also vielleicht Lea und Celine, ihr als christliche Frauen hier in der Church, was findet ihr, nach was sollte man als Mann, was ein Green Lights für euch, bei Männern, was ihr sagt, okay, das ist jemand, da kann ich mir vorstellen, in einer Beziehung. Ihr seid beide vergeben, auch da wieder, um das klarzustellen, aber es geht mir mehr darum, was kann ein Mann tun und in welchen Bereichen kann er wachsen, um auch wirklich so, vielleicht in gewissen Bereichen auch wirklich diese Green Lights auch zeigen zu können. Versteht ihr meine Frage? Ja. Gibt es gerade was? Oh, ich habe eine Theorie, die ich nachher... Du kannst auch jetzt deine Theorie bringen. Ich darf zuerst sagen. Ich muss kurz überlegen. Also das ist jetzt spontan meine Antwort. Ja. Ich weiß nicht, was ich sonst dann in einer Viertelstunde antworten würde. Das kann auch persönlich sein, ich glaube. Ja. Also ich glaube schon, im Grundlegend jetzt für mich war ganz wichtig, dass er Jesus an erster Stelle selbst hat und auch so ein Leben lebt. Also das nicht nur einfach, geht mal in die Kirche und dann wieder nicht und weiß nicht was, sondern ich finde es schon schön, wenn er sogar auch wirklich beteiligt und aktiv ein Teil der Church ist. Oder zumindest, wenn ich ihn kennenlerne, dann wirklich auch sein Herz für Jesus kennenlerne und merke, der meint es wirklich ernst mit Jesus. Weil eben sonst für mich wird das wie nicht aufgehen. Das ist so mein Main Thing in meinem Leben. Und wenn ich das nicht mit ihm teilen kann, dann fehlt schon sehr viel, würde ich sagen. Darum, das war schon so das Grundlegendste, das mir wichtig war. Und dann, glaube ich, sonst sind es viele einfach auch persönliche Dinge, die mir wichtig waren. Gute Haare. Das schwierig. vielleicht nicht. Weiß man nicht. Ne? Ich glaube einfach sein Umgang mit Menschen, auch zum Beispiel, also ich glaube daran siehst du ja auch einfach schon vieles, was er lebt. Ich glaube, in vielen Dingen sieht man einfach, wie jemand sein Leben lebt. Was konkret? Umgang mit Menschen? Also ich glaube, einen guten, gesunden Umgang mit Menschen. Ja. Was bedeutet das? Also für mich war es jetzt, dass er offen ist, dass er mit Menschen gut kommunizieren kann, dass er freundlich ist zu ihnen, dass er, ich finde, dass er wirklich eigentlich gefühlt mit jedem auskommen kann. Also jetzt nicht, dass er mit jedem besten Freund muss sein, aber einfach einen gesunden Umgang, also mit Menschen. Es gibt noch ganz viel mehr, aber ich glaube, dann werden wir wirklich noch lange hier. Hast du noch etwas zu ergänzen? Ja, bis zu einem Sinn gekommen, was mich so angesprochen hat, ist, wie ein Mensch spricht. Man sagt, es steht auch, der Mensch spricht von was das Herz voll ist. Und das finde ich einfach so wichtig, das kann man schnell mal urteilen, wie ein Mensch spricht. Wenn man die Person, weil es gibt noch viele andere, zum Beispiel wie er mit der Mutter umgeht, aber das sind alles so Sachen, die kann man erst später sehen, aber ich glaube schon so, wie, ja. Ich glaube eben den Umgang mit den Mitmenschen und auch wieder. Genau. Zum Abschluss schon. Jetzt die Theorie. Ich mache jetzt, aber wir haben vorher eben so ein bisschen die Geschichten hier, müssen ja wir nicht alle losen, aber ein bisschen über Geschichten gesprochen, wie ihr auch eure Partner jetzt kennengelernt habt und so. Und was mir halt schon auffällt, es gibt einige Frauen, die gut geworden sind darin und sehr klar in diesen Geschichten oder auch wenn es nicht zu schnell gehen darf und einfach bis man wirklich da ist, schon auch den Charakter des Mannes irgendwie in all dem drin spüren wollen. Ja, klar. Und wirklich da auf den Grund gehen wollen, ist dieser Mann bereit, und das ist krass, da kommt für mich wieder die Parallele eben da, wäre dieser Mann bereit, klar
dazu zu stehen, ja, er will diese Beziehung, auch wenn es jetzt nicht schnell geht, auch wenn er jetzt nicht gleich körperlich das kriegt, was er sich wünscht, auch wenn es nicht um seine Bedürfnisse einfach geht, sondern ist er auch bereit, auf mich einzugehen, wo ich Zeit brauche und da irgendwo, und das, ich spüre, vielen Frauen ist das auch Charakter wirklich zu zeigen, und ich glaube, ich verbinde das auch wieder ein bisschen mit dem weichen Herz oder auch dem, wo im Epheser 5 gesagt wird, hey, ein Mann muss bereit sein, sein Leben hinzugehen, und da kommt ja etwas Erstes im Dating drin, irgendwie schon, um eine Frau das Herz zu holen. Hey, ja, ich bin bereit, ich bin committed und ich bin da, ich flirte nicht noch mit anderen oder ich habe keine anderen Optionen, ich weiß, ich stehe zu dem, ich will dich und bin da und mache mich super, das ist super unangenehm als Mann, weil man macht sich so verletzlich. Man weiß, jetzt die Frau könnte damit spielen, könnte das einfach ausnutzen, um ihr Ego zu boosten. Aber es ist natürlich dann das Gegending. Die Frau hat den Respekt auch, dass sie das eben dann nicht macht, nicht damit spielt, sondern und sich trotzdem den Raum nimmt, den sie braucht. Das ist irgendwie das Schöne an der Art und Weise, wie ich viele heute daten sehe oder was wirklich passiert. Dass man kommt wirklich auf den Boden von, ist da genug Charakter da, um dann eben auch eine Beziehung zu starten. Und das finde ich eigentlich sehr schön, und es gibt so biblische Parallelen eben, wo ich sehe noch, das ist stabil. Lass uns hier einen Punkt setzen, und wir werden in einer nächsten Episode von Sunday Night on Air weiter über Beziehung sprechen. Danke für eure Zeit. Wir wünschen euch eine super Zeit. Ciao zusammen. Welcome to Sunday Night. Nein, Jingle. Gut. So viel dazu.